Nadja hat das Video abgeladen und zwar zeig mir mal dein Zeugnis. Oh, wenn ich jetzt das Zeugnis muss zeigen, ich habe keine Ahnung, wann ich das hergeschossen habe, aber auf jeden Fall, let's go! Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, der macht ein anderes Video, weil, vielleicht habt ihr schon im Titel gelesen, und zwar habt ihr mir auf Insta können, ich heiße übrigens Nadja Unterstrich, habt ihr mich können auf Insta @MyLoRomani, könnt ihr mir gerne folgen, wie heute die 5000 Follower knackt auf Instagram. 5000 Follower! Kuss geht raus! Ja, meint Nati hat gleich viele Abonnenten wie ich, hat einfach 10.000 auf Instagram. Ich könnte kotzen. Musst nur ein bisschen Ass-Pics posten, dann läuft's. ganz viele Sachen schreiben, die ich euch mal zeigen soll. Ich habe das Format schon bei anderen YouTubern gesehen und ich finde es einfach, ich habe es so nice gefunden und so spannend, weil man sieht mal so ein bisschen hinter die Kulissen, weil sonst sieht man vielleicht die Person immer nur vor der Kamera reden und so. Und ich meine, ich sehe zum Beispiel jetzt mein Zimmer auch immer nur von dieser Sicht, aber wir wissen ja eigentlich gar nicht so genau, wie ich lebe und was. Und jetzt erfahren wir mal ein paar schon recht persönliche Sachen über mich. Darum würde ich sagen, wir labern ganz viel und fangen einfach mit dem Video an. Let's go! So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Simpelsten an, und zwar mein Zimmer, weil es hat mich so viel gefragt nach meinem Zimmer. Und darum zeige ich euch jetzt mal mein ganzes Zimmer so ein bisschen. So, ich fange jetzt mal da vorne an, weil die sind... Oha, kleine Roomtour von der Nati. Ich kenne das ein bisschen von meinen Videos. Ja, ganz da rechts ist mein Schminktisch. Spiegel, nichts Grosses, I don't know. Schminktisch habe ich auch. Hier einen Schminkerspiegel, um mir schminken. Da ist mein Fenster übrigens, da ist auch ein Fenster. Dann da ist mein Equipment, keine Ahnung was das ist. Einfach so ein random Schrank mit irgendwelchen Sachen. Da hat es nochmal ein Gestell, dort ist mein Nachttischli. Das ist mein geliebtes Bett. Da hat es irgendwelche Sachen, die ich in den Videos eigentlich immer abhängen dann. Da hat es nochmal einen Spiegel. Da unten ist meine Box. Da ist meine Kommode, da sind eigentlich hauptsächlich meine Kleider drin. Da hat es nochmal so ein kleines Gestell mit unnötigem was auch immer. Dann da unten ist mein Pult. Ich weiß auch nicht, was spannend ist. Ich habe es extra aufgeräumt, also ich bin proud of mich. Und vielleicht kennt der eine oder andere sogar einen Minispiegel, den ich ja mal für das Instabild gebraucht. Dann haben wir gefragt nach einem Kleiderschrank. Ja, also, ich kann mit dem Zimmer halt nicht so relaten. Also bei mir, ich muss sagen, ich bin auch nicht stolz auf das Zimmer da hier. Also hier hinten, es sieht aus wie eine Arztpraxis. Also es ist einfach alles so wie, so, nichts drin, einfach so, keine Ahnung, einfach irgend so eine... Kann ich überhaupt reden? Einfach irgend so... Was ist das? Was ist das von das? Wie heissen die Dinge? Wie heissen die Dinge? Wie heisst das hier? Kleiderständer? Ist das ein Kleiderständer? Kleiderstange? Ja, okay. Es ist... Ja, einfach dahinter... Danke, Chat. Ich habe einfach dahinter nur so eine komische Kleiderstange, auf Kunst angelehntes Bild. Und sonst ist wirklich nicht so viel hier. Ja, moins vorhin an das Mail, oder was ist da los? Huch. Warum auch immer. Das ist mein Schrank. Da innen habe ich, keine Ahnung, was ich da habe, Kleider halt, nicht speziell spannend. Und da unten hat es einfach noch Kuschelsäcke drin und Strumpfhosen und so, also es ist nicht sehr spektakulär. Es hat sicher den oder anderen Typ gegeben, der irgendwie auf gedacht hat, wenn sie Strumpfhosen gesehen hat. Oh yeah. Zeig ein Bild von deiner Primarzeit, also wo du 12 und 13 warst. Also ich weiß jetzt nicht, was ich für ein Bild einblenden aber da sollte jetzt irgendwo ein Bild sein, wo ich zwischen 12 und 13 bin. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Deine Schultasche. Ich habe zwar mehrere Rucksäcke, aber das ist eigentlich so wirklich mein Schulrucksack, den ich immer brauche. Da passt mein Laptop und alles rein und den brauche ich, seit ich im Gymi bin. Ich habe, warte, meine Schultasche oder mein Rucksack gerade hier. Das da hier ist mein Rucksack, den brauche ich meistens da. Das ist von so einer Kölner Marke, glaube ich tatsächlich, von Ping Pong. Geile Marke, ein nicer Rucksack, ja, fühle ich. Wo das der Sedi sein Zimmer hat, das ist vielleicht auch sehr spannend, weil man hört halt immer noch schreien, aber man kann sich vielleicht nicht darunter vorstellen, wo das sein Zimmer ist. Man kommt einfach hier die Türen raus, dann kommt man hier in den Gang, mega spannend, oh, mega scharf vor allem, dann geht man da rein, das ist mein Bruder für sein Zimmer. Ja, nicht sonderlich spektakulär. Und da gamet er immer und halt da eine ist mein Zimmer, darum ist es so laut. Dein Hintergrund, wo du... Aha, aber auf grün angelehnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so der Schlichttyp, der eher lieber hat, wenn alle weiß sind und nicht irgendwie so entweder so wie die Nati hier so auf violett angelehnt oder wie der Sedi auf grün angelehnt. Lieber schlicht. Auf dem Handy hast. Ja, ich kann jetzt leider nur den Homebildschirm zeigen, weil auf dem Sperrbildschirm sieht man halt ein Bild mit meinem Freund und ich will das jetzt nicht zeigen. Ist jetzt wirklich spannend, aber es ist einfach irgendwie ein Sonnenuntergang von einem Bahnhof oder so. I don't know. Dein erster Also was habe ich? Sag ich so mal. Ich habe einfach nur
Das ist das Klassische von Apple. Liebesbrief. Ich weiss zwar ehrlich gesagt nicht, ob das mein erster war, aber das war halt einfach von meinem ersten Freund damals. Wenn jetzt irgendjemand die ganze Zeit gestoppt hat, um das zu lesen, Hashtag Liebesbrief in Kommentar. Technik, die du Ich glaube, nie einen Liebesbrief bekommen. Hashtag Free Milo in den Chat. brauchst. Also einfach all das, was ich für YouTube halt brauche. Ich komme jetzt erstmal zum Wichtigsten, und zwar ist es meine Kamera. Ich habe einfach eine Canon 80D. Dann habe ich ein Rode-Mikrofon. Rode, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. Das ist mein absolut Billo-Stativ, das gefühlt jeder YouTuber hat. Ja, und das sind einfach meine 2 Softboxen. Ja, so sehen sie aus. Ja, und das ist einfach mein Laptop, den ich immer wieder brauche, um das Video schneiden und all das. Deine Zahnbürste. Warum auch immer das irgendein Mensch juckt. Aber das ist meine Zahnbürste. Ich habe jetzt gerade überlegt, um zu sagen, dass sie elektrisch ist, aber ich glaube, das mache ich jetzt besser nicht. Okay, jetzt haben wir absolut Kopfkino. Aber nein, ich brauche sie nur zum Zähneputzen. Nati. ganz wilde Nummer, Digga. Wo du deine Videos schneidest. Tada! Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der seine Videos im Bett schneidet. Aber ich schneide sie nie auf meinem Pult, immer im Bett. Zeig mal, wie die... Ich schneide meine Videos immer genau hier. Hier an dem PC. Ich schneide meine Videos nur hier. Nur hier. Oder manchmal auf dem Laptop bei meiner Freundin. Aber dort vorzugsweise onboard. Also, ja. Ein Hase wohnt. Oder erzähl mal über ihn, wie alt er ist. So, das ist der Lina. Absolut keinen Bock hätte. Was kann man über dich erzählen? Er ist 3 Jahre alt. Er ist manchmal mad. Moment schnell. Aber er kann auch ganz herzig sein. Also wenn du zum Beispiel auf der Couch stehst oder einen Film schaust, dann kommt er manchmal zu dir. Gell du? Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen sein Platz. Er geht immer daher. Dann da, auf der anderen Seite, geht er damals scheißen. Also er ist ein stubereiner Hase. Da ist meistens so sein Hauptessen. Ich habe einfach gar nicht gewusst, dass es so Hasen gibt, die drinnen wohnen. Habe ich wirklich noch nicht gewusst. Dann hat er da unten auch noch so sein Place, wo er nämlich hergeht, weil er ein bisschen seine Ruhe will. Willst du mir ein Kunststück zeigen? Wow! Und deine anderen Haustiere. Wir haben eine andere Häschen, das wissen viele nicht, aber 4. Das da ist Daisy, das da ist der Gashi, das da ist der Mauro und das eine ist Mimi. Und das ist so ein kleines Kek, also es ist eigentlich relativ gross. Es geht bis dort hinten. Oha. Zeig mal dein Zeugnis. Nice. Mein aktuelles Zeugnis von letztem Semester ist halt leider in der Schule. Und ich weiss halt leider nicht mehr genau, was ich wo hatte. Aber ich habe jetzt da halt einfach alle anderen Zeugnisse, also von der Sek, von der Mittelstufe, all dem. Und halt auch noch 2 Semester vom Gymi. Und ich habe jetzt einfach gedacht, dass ich halt einfach das neueste Zeugnis zeige, wo ich jetzt halt sitze. Und das ist im 2. Semester in der 3. Klasse. Also im 2018. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine 5er Gitarre geschafft habe. Oha, warte, in Deutsch hat es 5, in Französisch 4,5, 4 bis 5, also 4,5. Also, ich weiß nicht, ich finde wahrscheinlich keins von meinen Dings mehr, aber in der Primarschule bin ich absolut nicht, also wirklich schlecht gewesen. Dann bin ich zuerst bei uns heisst es Real A, also wenn es bei uns bei der Orientierungsschule, bei der OS, gibt es bei uns 4 Stufen. A, Real B. Also 4 Stufen, ich bin in der 3. Stufe gewesen, in der 2. schlechtesten Stufe bin ich gewesen. Und dann, für das ich später gute Ausbildung und alles machen kann, habe ich mir am Riemen gerissen und habe dann in der Sek, in der OS, habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben und ein bisschen Gas gegeben, ein bisschen gehasselt, oder? Und bin ich dann in die Sek B gekommen, also in die zweitbeste Kategorie, sage ich mal. Und von dort aus kann man auch mit einem Notenschnitt von 5 in der Orientierungsschule der Sek, haben wir dann auch direkt in Dings gehen, in Gimmer. Und genau das wollte ich. Und darum bin ich B und so weiter und so fort. Also das habe ich gemacht, genau. Und erst recht nicht, wenn ich einen fucking 5 im Sport geschafft habe. Aber ja, Chemie ist zum Glück nicht darauf abgebildet. Zeig mal, was du für Make-up brauchst. Ja, das ist irgendwie alles so, was ich besitze. Ich brauche nicht wirklich viel. Ich schminke halt einfach nur meine Augen und meine Augenbrauen. Ja. Dein unterste Foto von der Galerie. Ich weiss nicht, ob ich es gesehen habe, aber das Bild habe ich heute Morgen der Mara geschickt. Deine Gitarre. Dein Hassgegenstand. Ich habe auch kein Instrument. Also alles easy. Wie du aussiehst, wenn du Hunger hast, aber merkst, dass der Kühlschrank leer ist. Wenn der Kühlschrank leer ist, ich habe gefühlt 10 Mal den Kühlschrank gesehen. Ja, ist nichts drin. Ich gehe 5 Minuten später nochmal, ist nichts drin. Ja, ich kenne es alle, wir kennen es alle, machen das auch, oder? Dein Lächeln, das du auf Insta nicht zeigst. Okay, das könnte leicht cringe werden, aber... Nein, keine Ahnung. Dein geheime Supertalent.
Okay, Achtung. Ich schwöre so, das kann niemand. Ich kann meine Ellenbogen hinter meinem Rücken berühren. Schreibt in die Kommentare, wenn das irgendjemand von euch kann. Ich kann sogar weiter. Dein Abschlussball. Was, Nati? Was? Hast du da jetzt eine Insider-Info? Mein Dad schafft im Mac. Aha, dein Vater, Nati, schafft im Mac. True, stimmt das? Wirklich? Was macht er denn im Mac? Weird Flex, aber was macht dein Vater im Mac? Also, aus was ist er? Man tut den Big Mac zusammen schustern. Ist er der Chef von der Filiale? Ist er an der Kasse? Guten Tag, jetzt ein Big Mac im Menü oder wie? Oha, yes, als Filialleiter. Oha, mashallah, Digga, im Meckes. Das ist ja hure witzig. Wieso weiß das niemand? Das ist ja hure nice Info. Oha. Kleid, wenn du das hast, oder einfach ein Kleid. Ich habe jetzt kein spezielles Abschlusskleid, beziehungsweise ich habe keinen Abschluss gehabt, wo man so ein Kleid anlegen musste. Aber ich habe ein Kleid vom Swiss Influencer Award. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl einmal in meinem Leben angehabt. Swiss Influencer Award? Hey, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich bin sicher nicht eingeladen gewesen. Ganz ehrlich, ich komme bei solchem Scheiß bin ich nie eingeladen gekommen. Aber ich finde es ja gleich eines der schönsten Kleider, weil ich habe sonst eigentlich kein langes Kleid. Das habe ich immer noch so kurz zurückgelegt. Ja, das war es jetzt schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Es hat viel Spass gemacht, irgendwie das Video so ein bisschen zu drehen. Und wenn ihr einen zweiten Teil wollt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, falls ich irgendwie noch mal etwas zeigen kann. Oder schreibt in die Kommentare, was ich noch zeigen kann. Vergesst unbedingt nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr kein weiteres Video von mir verpassen wollt. Und ganz wichtig, Glocken aktivieren. Und ich sage, sehen wir uns am nächsten Kunststück wieder. Tschüss! Das finde ich auch sehr ein schönes Kleid. Gell, Daisy, du findest das auch ein schönes Kleid? Komm, mach's Männchen. Ah nein, du bist ja ein Weibli. Mutter von der Nati! Comedy Gold, einfach jedes Mal. Like ist da, sehr, sehr cooles Video, Nati. Zeig mir mal dein Zeugnis. Ich habe dein Zeugnis gesehen und ey, ich bin stolz. Vor allem heftig, dass dein Vater CEO von McDonald's Switzerland ist. Legend. Dann morgen. Der liebe Adi Totoro hat ein Video abgeladen, und zwar YouTube Fame Song Eskimo vom Mani Matter. Ich bin wirklich gespannt auf das Video, aber was ich davor noch muss abchecken, sind natürlich Kommentare, und zwar hier, ja, es ist eben wirklich jemand am Start. Wer wartet da alles auf den Schweizer Reaktionsboss? Und 93 Likes. Sehr, sehr wild. Kuss. Nice, also wirklich, freue mich sehr. Das muss wirklich ein Ding werden. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem Adi Totoro, wo in Basel einmal so ein bisschen Fame hat bekommen? Ist das eigentlich sein Bruder da nebendran? Also man sieht jetzt nicht so ganz hier in meiner Facecam, aber sympathisch. Man kann sich unterhalten, sieht gut aus. Er hat dank Instagram und Co. Freude an Videos bekommen und hat gedacht, das kann ich auch. So ist er jetzt zum Glück gekommen. Nämlich hat er sich für 200 Franken einfach so eine Kamera im Laden geholt, gekauft und mit ins Zimmer genommen. Aber ich finde die Parodie oft wirklich noch sehr, sehr cool. Ich habe es noch gern. Und der Mani Matter sowieso absolute Legende. Doch wo er fortissimo gefilmt hat, so ein Video, ist der grösse Wahnsinn gekommen, hat inzwischen die Rolle genommen. Likes sind gegen ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen. Und ihr seht die Moral davon, macht nie so Videos, sonst geht's euch grad eben so, wie dem Adi Totoro, wo in Basel einmal so traurig ist ums Leben gekommen. Und jetzt vor euch sitzt grad da und will singen wie der Lo. Doch was hättet denn davon? Ups, ich sing bisschen monoton, ich glaub ich gang in Pension. Nimm die nächste Zugstation, ich ha gleich eine Frustration, drum gebt mir eine Portion. Likes auf das Video da, sonst tu ich euch dann schlo. Genau, eine Portion Likes auf das Video. Ja, und ich kann es absolut auswendig, das Song. Ups, ich seh die Situation, macht eine kleine Exkursion, geht vom Thema ab und noch. Das Fass ist ziemlich voll, das find ich ja gar nicht toll. Wir sehen uns. Beim nächsten Mal. Ich
Kann ich endlich wieder rasieren? Schon ein schöner Schnitt. Ja, ein schöner Schnitt. Sehe ich schön aus? Du siehst schön aus. Merci. Ich sehe viel schöner aus. Also der Schnauz. Bitte aufhören mit dem Scheissdreck. Eskimo von Mani Matte. Oh, ein geiler Song. Muss man wirklich einfach dazu sagen. Und der Adi hat das cool umgesetzt mit seinem Bruder. Sehr, sehr cool. Like ist da. Und der Schweizer Reaktionsboss ist natürlich am Start gewesen. Nice.